Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Teil 2 zu der FC Bayern Reaction auf die Pressekonferenz vor dem Champions League Auftakt gegen Manchester United. Gut, da waren jetzt mal frecherweise einfach 8 Minuten Pause zwischen, also bis Thomas Tuchel aufgelaufen ist. Aber gut, passt trotzdem mit den 2 Teilen. Ich habe auch mal den Banner hier von den Unterstützern mal nach unten gemacht. Das ist vielleicht hier in der Reaction ein bisschen angenehmer. Könnt ihr ja mal gerne eure Meinung zu raushauen und damit gehen wir rein. Okay, welcome back. Teil 2 der Pressekonferenz vor dem Auftakt in die Champions League. Morgen hier gegen Manchester United, jetzt mit Thomas Tuchel, unserem Chefcoach. Wir legen los, wir machen weiter. Handzeichen bitte schön. In der Mitte am höchsten die Hand von Torben Hoffmann fürs... Jawohl, sieht das schon mal, ja? Sieht das schon ein bisschen frischer aus. Also der erste Eindruck. Sky, ja. Thomas, Manchester ein bisschen, ich sag mal, verhalten in die Saison reingestartet. Erst 6 Punkte aus 5 Spielen. Was macht diese Mannschaft trotzdem so unangenehm? Lob und Anerkennung, dass wir gleich mal mit einer Frage zu dem Gegner starten. Das müssen wir mal herausheben. Ich weiß nicht, wann ich das in den letzten Pressekonferenzen erlebt habe. Vielen lieben Dank dafür. Und was zeichnet diese Mannschaft insbesondere aus? Ja, ich glaube, dass es nicht so viel aussagt über sie, weil auch in dem Spiel kannst du dir nie sicher sein gegen Man United. Das ist meine Erfahrung. Auch wenn du in dem Moment, in dem du denkst, eigentlich du hast die Oberhand oder du hast das Spiel unter Kontrolle, ist eigentlich der gefährlichste Moment, weil sie es auch aushalten, ohne Ball zu sein, weil sie es aushalten, tief zu verteidigen und sich dann natürlich wissen, dass sie sich verlassen können auf ein überragendes Umschaltspiel mit Bruno Fernandes, Rashford und Højlund jetzt dazu, mit extrem viel Qualität und Speed. Deshalb müssen wir extrem aufmerksam sein und hellwach sein, schlau sein, wie wir die Räume besetzen, während wir angreifen. Wir können nie abschalten. So, deshalb, ich weiß, dass jetzt dass der Start punktemäßig unbefriedigend ist für sie. Wenn man sich die Mühe macht, das letzte Spiel ein bisschen tiefer zu analysieren, sieht man 20 sehr starke Minuten, in denen sie hätten eigentlich 1 oder 2 Tore führen können gegen Brighton. Dann ist es gegen Brighton immer kompliziert zu spielen, weil Brighton einen ganz eigenen Stil hat zu spielen und es gibt extrem wenige Mannschaften, die gut aussehen dagegen. Sie waren aber nie völlig raus aus dem Spiel und sind, wie ich gesagt habe, es ist immer gefährlich, es ist extrem viel individuelle Qualität und vor allem im offensiven Umschalten ist es brandgefährlich. Daneben Taufik Khalil für den Bayerischen Rundfunk. Na, Herr Tuchel, wenn man die Fans fragt nach großen Rivalitäten, nennen Sie immer Manchester United, natürlich 1999. Wie haben Sie das damals erlebt? Haben Sie es gesehen? Wie erschüttert waren Sie oder waren Sie nicht erschüttert, was da passiert ist in den letzten Minuten? Hat das, ich meine, natürlich wirkt das auf das morgige Spiel gar nicht ein. Trotzdem, für die Fans ist es was Besonderes. Ja, ist es auch. Ich glaube, dass Bayern München gegen Man United ist einfach ein großes Spiel. Es ist zwei große Clubs in Europa, die in einem Punktspiel gegeneinander spielen in der Champions League. Das ist ein großes Spiel und das wollen wir überhaupt nicht kleinreden. Wir sind stolz darauf, Teil davon zu sein und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass unsere Fans das auch genießen können und natürlich diese Rivalität sportlich ausleben in vollen Zügen. Friedlich und respektvoll, aber natürlich die Rivalität sportlich ausleben. Und das wollen wir vorangehen und unsere Fans da mitnehmen. Das Spiel war jetzt ein bisschen aus der kalten Hose, aber es war natürlich extrem, weil ich glaube... Bisschen aus der kalten Hose. Hätte auch von mir sein können, Thomas. Die Bayern ja wahnsinnig viele Chancen hatten, auf 2-0 zu stellen. Ein Lattentreffer und Chipball und Chancen ohne Ende und dass er wirklich aus dem absoluten Nichts kam durch 2 Standardsituationen, glaube ich, in kürzester Zeit. Er war eigentlich sprachlos, weil man kannte ja aus Deutschland die berühmten letzten Minuten der Bayern und dass es sowas auch umgekehrt gibt. Es ist ein ganz besonderes Spiel. Die berühmten letzten Minuten sind uns aber schon seit Jahren abgegangen.
Spiel und ich glaube, dass jeder, der dabei war und jeder Fan, wenn die sie ja ansprechen, auch dort im Stadion waren, das Spiel trotzdem nicht vergessen wird. Ich glaube, dass die Bayern die Mannschaft alles dafür getan hat, als verdienter Sieger vom Platz zu gehen und ja. Fußball ist halt nicht immer gerecht. Manchmal gibt es diese bitteren Stunden, die dann auch einen Hunger und so ganz besondere Wut in dir wecken, um die Sache dann umzudrehen und ich glaube, es war ja auch so dann, dass es noch mal ein paar Prozente geweckt hat im Club und in der Mannschaft, um dann im darauffolgenden Jahr zu gewinnen. Oder wie war das? 2 Jahre später dann zu gewinnen, auch wenn sich das natürlich in dem Moment wahrscheinlich oder sehr sicher verheerend angefühlt hat für alle, die beteiligt waren. Gleich daneben Stefan Kumberger für Pro7 Sat.1. Grüße, Herr Tuchel. Servus. Entscheidende Phase jetzt, so die erste entscheidende Phase, englische Wochen, viele Spiele. Alle wollen dabei sein. Ihr Kader ist ja mit Rafael Guerreiro jetzt ein bisschen angewachsen. Wie handeln und jonglieren Sie derzeit so ein bisschen die Ansprüche und die Forderungen der Spieler, wenn jeder spielen will und jeder ehrgeizig ist und Sie sicherlich Leute auch enttäuschen müssen? Wie sind Sie da psychologisch unterwegs vielleicht? Ich glaube, je klarer wir die Entscheidungen treffen und je klarer wir sie kommunizieren, umso besser für alle. Und umgekehrt ist es in manchen Positionen auch ein kleiner Kader und nicht zu großer Kader. Deshalb hoffentlich kriegen wir ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen. Je schwieriger die Entscheidungen, umso besser die Mannschaft, die auf dem Platz steht. Je besser die Bank, umso normalerweise größer der Effekt, den wir von der Bank haben können. Und Sie sagen es ja selber, es geht jetzt nonstop bis zum Beginn der Winterpause durch mit 3 Spielen die Woche. Wir brauchen jeden Einzelnen im Kader und jeden Einzelnen in der richtigen Mentalität. Mal eine schwierige Entscheidung gegen sich zu kriegen, gehört ganz einfach mit dazu. Das gehört dazu, das runterzuschlucken. Das ist Teil, wenn du bei Bayern München spielst. Wenn du bei jedem Top-Club spielst, ist das Teil. Punkt. Ein Vater eines Spielers bei Chelsea hat mal gesagt, der selber auch gespielt hat, er hat gesagt, sein Sohn hat nicht in seinem Vertrag seines Sohnes steht nicht drin, dass sein Sohn spielt, sondern er hat einen Vertrag mit Chelsea. Und er muss in jedem Training sich gleich verhalten, egal ob er spielt oder nicht. Er muss in jedem Training alles für Chelsea geben und dann trifft der Trainer die Entscheidung. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend, weil es stimmt, kein Spieler hat die Minuten festgeschrieben im Vertrag, aber ja, beim Kimmich würde ich da gerne nochmal reingucken wollen. Jeder tut alles, um das Team erfolgreich zu machen. Da gehört auch manchmal Enttäuschung mit dazu. Im Moment sind wir da auf einem guten Weg. Wir haben viele entscheidende Sachen jetzt auch von der Bank bekommen, viel Input, viel Energie und so muss es sein. Eins davor Manuel Bunke für Merkur TZ. Hallo Herr Tuchel. Herr Tuchel, morgen das Spiel werden Sie von der Tribüne aus verfolgen müssen. Ja. Können Sie uns mal mitnehmen, abholen, wie es genau abläuft, wie die Kommunikation ist? Wo werden Sie genau sitzen? In der VIP-Loge oben oder weiter unten, näher am Geschehen? Und dann noch eine kurze Anschlussfrage. Warum trauen Sie Julian Nagelsmann den Bundestrainerjob zu? Die Frage ist, wieso nicht? Ich meine, Julian hat Qualität und der DFB hat sich dafür entschieden und er hat sich dafür entschieden und damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Es gibt eine Entscheidung und es ist... Wie ist das schon fix? Ich habe heute nichts gelesen dazu. Warte, jetzt müssen wir mal hier mal live on Video. Was ist denn da los? Da muss ich da ja sofort mal ein paar Worte zu sagen. Tuchel mit Ansage an Kimmich. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob die noch kommt. Alles fix mit Nagelsmann. DFB reagiert. Jetzt muss ich aber mal eben gucken, ja. Julian Nagelsmann soll neuer Bundestrainer werden. Angeblich gibt es sogar schon eine Einigung. In der Tat laufen die Gespräche vielversprechend. Aha. Der FC Bayern arbeitet bereits an einer Vertragsauflösung. Aha. Der DFB muss daher keine Ablösesumme zahlen. Lächerlich, Alter. Lächerlich. So, mal ganz kurzer Exkurs. Lächerlich. Also wirklich absolut lächerlich, wenn wir da wieder auf die Scheißkohle verzichten. Da soll noch mal einer sagen, wir tun nichts für den deutschen Fußball, Alter. Letztes Mal haben wir schon Hansi Flick gehen lassen für Nüsse und jetzt lassen wir Julian Nagelsmann auch gehen für Nüsse, für den wir irgendwie kolportierte 20 Millionen Ablöse gezahlt haben, wo wir mit Sicherheit stapeln wir mal richtig tief in der Winterpause oder vielleicht noch vor der Winterpause oder allerspätestens nächste Saison auf jeden Fall 10 Mille kassiert hätten. Ja, na klar hätte man bis dahin noch sein Gehalt zahlen müssen. Kann man dann gegenrechnen, aber es ist schon frech.
Sag ich euch, wie es ist. Vor allem, was mich interessieren würde, ob er dann wirklich nur 8 Monate macht, so wie es geschrieben war, und dann danach wieder in Vereinstrainer wechseln möchte. I don't know. Wild. Naja, ist dann aber auf jeden Fall mal ein extra Video wert. Also, weiter geht's hier. Ich warte jetzt auf die Ansage an Kimmich. Ich habe gerade nur die Überschrift gelesen. Man kann nach vorne blicken und ab sofort positiv die Sachen beeinflussen und dann wird alles gut. Zur ersten Frage weiß ich selber noch gar nicht 100% den Ablauf. Was ich weiß, ist, dass ich bis zum Stadion fahren kann, aber nicht mehr oder weniger im Stadion nicht mehr bei der Mannschaft sein darf. Weder in der Halbzeitpause noch vor dem Spiel. Erst eine Viertelstunde nach dem Spiel, glaube ich, wieder Kontakt zur Mannschaft haben darf und auch. Das ist so lächerlich, ne? Das ist so lächerlich. Jetzt ist die Frage, was heißt Kontakt zur Mannschaft? Ich meine, in der heutigen Zeit, Alter, machst du seine Birne einfach so groß auf dem Fernseher in der Kabine und hast da eine Cam hängen und dann macht der Tuchel seine Ansprache. Ist ja nicht das Problem, ne? Aber wenn das natürlich heißt, Kontakt ist das auch verboten, dann schwierig. Bild. Logischerweise dann dazwischen keinen Kontakt haben darf. Es gibt, glaube ich, eine Loge, die bereitgestellt wird, wo ich in Ruhe und erhöht schauen kann. Das ist nicht schön und es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob das angemessen ist, aber es ist jetzt einfach so und deshalb, wir sind ein starkes Trainerteam und meine Assistenztrainer und Co-Trainer werden das auffangen und mit der Qualität und der Energie und ich versuche von der Tribüne ein bisschen Energie mit reinzugeben und dann schaffen wir das. In der Mitte oben Julian Buhl für T-Online. Ja, hallo Herr Tuchel. Beim FC Bayern wird ja der Erfolg oft einer ganzen Saison oft auch über die Champions League definiert. Ist das bei Ihnen ähnlich? Und ja, wie ist Ihre Erwartung und ja, wie groß ist auch die Vorfreude auf diesen Wettbewerb gerade? Es ist einer der schwierigsten Wettbewerbe, glaube ich, den man spielen kann. Und es ist einer der schönsten Wettbewerbe gleichzeitig. Dienstag und Mittwoch Flutlichtspiele sind das Salz in der Suppe. Es ist was ganz Besonderes und es ist ein großes Privileg und eine große Freude auch für mich, da so regelmäßig dabei zu sein. Das wird nie normal werden. Das will ich auch gar nicht, dass das normal wird. Das ist einfach top und sich da jedes Mal auch wieder dafür zu qualifizieren. Und jedes Mal tatsächlich auch nicht nur mitzuspielen, sondern auch um den Gruppensieg zu spielen und dann natürlich in den K.O.-Spielen das Ziel zu haben, so weit wie möglich zu kommen. Das ist ein Reiz und ein Druck, der auch wirklich besonders Spaß macht und den man sich auch wirklich nur wünschen kann. Ich mir zumindest den nur wünschen kann. Das fängt jedes Mal wieder neu an. Für mich ist jedes Mal eine Herausforderung, auch in der Gruppe zu spielen. Jede Gruppenkonstellation, jeder Gegner, sei es auch aus dem Top 3, aus dem Top 4, jede Mannschaft hat einen unterschiedlichen Plan, ist eine unterschiedliche Herangehensweise und jede Gruppenphase ist eine schwere Gruppenphase. Morgen beginnt es mit einem klar sehr plakativen und absoluten Topspiel von 2 großen Mannschaften, 2 großen Namen in Europa. Aber die Gruppe wird kompliziert bleiben. Alles andere würde mich sehr überraschen. Und wir müssen top vorbereitet sein und jedes Mal am Limit spielen, um unsere Ziele zu erreichen. Die Ziele sind natürlich groß. Wir wollen in jedem Wettbewerb alles tun, um den Wettbewerb zu gewinnen. Daneben Heiko Niederer für Bild. Hallo Herr Tuchel. Noch eine kurze Nachfrage zu den Trainerthematik. Gibt es da jetzt einen von Ihren Assistenten, der quasi den Hut auf hat morgen oder machen die das alle gleichberechtigt zusammen? Und dann noch eine Nachfrage. Jamal Musiala kam wieder rein. Ist er jetzt schon wieder bereit für die Startelf? Und was würde das für Thomas Müller bedeuten? Könnten die beiden auch zusammenspielen? Danke. Ja, natürlich können die zusammen spielen. Jamal ist bereit, um zu starten. Die klare Empfehlung ist nicht 90 Minuten, aber zwischen 60 und 75 Minuten sind auf jeden Fall drin. Jetzt müssen wir entscheiden, ob er startet. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig getroffen, ob er startet morgen. Und er kann auch mit Thomas Müller gemeinsam spielen. Wir haben im Offensivbereich einfach viele Spieler, viele Auswahlmöglichkeiten und das werden wir uns bis morgen offen halten. Und meine beiden Co-Trainer, die mit mir normalerweise jetzt ganz eng unten auf der Bank sitzen, Scholt und Anthony, werden sich das teilen, so wie wir das im Spiel normalerweise auch machen. Wechseln wir auf diese Seite. Yes, please. Hi, Thomas. You touched earlier on
Sie haben vorhin darüber gesprochen, was es bedeutet, einen Platz in Ihrer Startelf zu bekommen. Auch Erik ten Hag hat über die Standards bei Manchester United gesprochen. Was bedeutet das und was verlangt es, so einen großen Club wie Bayern und Manchester United zu trainieren? Ja, Manchester United hat immer viele Begleitgeräusche, viele Experten im englischen Fernsehen sind ehemalige Manchester United-Spieler. Dann gibt es das Vermächtnis von Sir Alex Ferguson, das sehr viel Druck und Erwartungshaltung produziert rund um Manchester United. Und das erzählt einem nur, dass man in einem großen Verein arbeitet mit großen Erwartungen und früheren Erfolgen. Und wir alle, ich hier bei Bayern und mein Kollege bei Manchester United, wir wollen das Gleiche wieder erreichen. Und das gehört dann zum Beruf dazu. Das ist kein Vorteil für uns. Es ist einfach ganz normal für Manchester United, dass manchmal kleine Dinge viel größer werden als bei anderen Clubs. Oder manchmal einfach nur die Gespräche darüber viel mehr Lärm machen als bei anderen Vereinen. Aber innerhalb der Gruppe, das kann ich nur so von außen annehmen, dass sie dort arbeiten, dass die Spieler dort wachsen können, dass Spieler ihr höchstes Level erreichen können. Das versuchen wir als Trainer. Wir wollen Prinzipien, wir wollen Regeln etablieren, eine Siegermentalität hervorbringen. Das ist unser Ziel. Und aus meiner Sicht funktioniert das auch, wenn ich Manchester United spielen sehe. Die Ergebnisse erzählen noch nicht die gleiche Geschichte, aber das ist ein Team mit sehr viel Qualität und ein Club mit einer großen Siegermentalität. Also wir werden sie nie unterschätzen. Oben mal Gabel für RTL. Hallo Herr Tuchel, auch wenn es jetzt... Na gut, unterschätzen sollte man Manchester United auch nicht, ja? Dann ist man auf dem verkehrten Ast. Ja. Bin sehr gespannt, ich freue mich aufs Spiel auf jeden Fall. Morgen nicht auf der Bank direkt sitzen. Was wiegt denn schwerer oder was fällt mehr in die Waagschale, lässt das Pendel in die eine oder die andere Richtung ausfallen? Dass Erik ten Hag 2 Jahre hier Trainer der zweiten Mannschaft war in FC Bayern und die Interna bestens kennt oder Sie mindestens genauso gut die Premier League kennen und auch den Gegner Manchester United? Ich glaube, dass heutzutage über auch die Spielanalyse und das... Ich kann sagen, das spielt das heutzutage noch für eine Rolle, Alter. Du hast heutzutage deine Analysten da sitzen, die schlüsseln dir jede kleine Furzstatistik auf und zeigen dir Videomitschnitte und alles. Das ist Wurst, ob du vorher in der Liga warst, in dem Verein warst oder sonst was. Also. Das Analystenteam auf dem Niveau, auf dem wir es haben und Man United hat, ich glaube nicht, dass es viele Überraschungen gibt und dass es einen Vorteil macht für Erik, dass er hier in der zweiten Mannschaft trainiert hat oder für mich, dass ich in der Premier League war. Die Dinge verändern sich ständig, alles ist im Fluss, der Stil, die Transferperioden verändern den Stil der Teams und so weiter. Deshalb, wir fühlen uns gut vorbereitet. Es ist nicht schön, dass ich nicht an der Seitenlinie bin, denn klar, es ist ein großer Teil des Coachings, ist natürlich auch Live-Coaching, Entscheidungen zu treffen an der Seite. Wer wird ausgewechselt, wer soll nicht, stellen wir ein System um, stellen wir Details um, stellen wir personell um. Das ist auf jeden Fall... Bin ich komplett zu 100% bei ihm? Ich überlege gerade, ist mir jetzt bisher noch nicht aufgefallen, dass das mal bei uns so zur Geltung kam. Na, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Etwas, was mir fehlen wird und was jetzt hoffentlich kein Vorteil ist, dass ich auf der Tribüne bin und wir werden sehen. Also klar, das soll auch eine einmalige Sache bleiben und trotzdem habe ich volles Vertrauen, dass jetzt für morgen die Mannschaft gut vorbereitet sein wird und dann von meinen beiden Assistenten natürlich auch top gecoacht wird an der Seitenlinie. Ist doch klar. Dann hier vorne rechts. Yes, please. It's your turn. I did ask. No, you didn't ask? Okay. Then we move up to this row, please. Hi, Thomas. Viele in England haben erwartet, dass Harry Kane mal bei Manchester United spielen würde in dieser Saison. Sind Sie überrascht, dass er nicht bei einem anderen englischen Verein gelandet ist, sondern in Bayern? Ja, das ist schon eine große Sache. Wir haben
den englischen Kapitän aus der Premier League geholt. Das war ein großer Transfer. Wir sind sehr glücklich darüber. Ich glaube, jeder, der eine Nummer 9 gesucht hat, hätte sich gefreut, Harry in der Mannschaft zu haben. Denn er macht die Mannschaft besser und gibt dir das, was du von einer Nummer 9 erwartest. Eine Persönlichkeit, Tore, Qualität. Er kann sich mal fallen lassen, er auf die Nummer 10 dann sich drehen und wieder das Tempo seiner Mitspieler nutzen. Er kann aber auch mit dem richtigen Timing im 16er reinkommen, hat einen sehr guten Abschluss, er kann Elfmeter schießen, also jeder wollte ihn haben und ich weiß jetzt nicht, was da genau bei anderen Vereinen passiert ist, aber wir sind mehr als nur glücklich, dass er sich entschieden hat, zu uns zu kommen und uns besser zu machen. Hat man schon gemerkt, dass er auch ein bisschen stolz ist, oder? Kann man auch stolz drauf sein. Also, wenn man drüber nachdenkt, also ist schon ein fetter Transfer. Als Verein, der Harry Kane jetzt anderen Vereinen weggeschnappt hat, wie viel Selbstvertrauen gibt Ihnen das, dass er den Unterschied ausmachen kann in solchen Spielen, in diesem Wettbewerb? Ja, er kann in jedem Spiel immer den Unterschied ausmachen, nicht nur in den großen Spielen und nicht nur was Tore angeht. Er gibt uns auch eine Persönlichkeit auf dem Platz. Mit der Zeit wird er auch die Spieler um ihn herum noch besser machen. Er will... Das tut er jetzt schon, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ne? Er nimmt halt, man sieht es auch an Leroy, er nimmt halt einfach den Druck von den Spielern. Diese unbedingt Tore machen müssen, unbedingt Tore erzielen müssen. Also das merkt man schon. Ne? Beim einen oder anderen läuft es vielleicht ein bisschen gegenläufig, wenn ich mir so einen Musiala angucke, der vielleicht gerade so denkt, ich muss jetzt unbedingt zeigen, was ich kann irgendwie. Weil ein Harry Kane da ist, bereite einfach die Butzen vor für ein Harry, alles ist gut. Ne? Mehr brauchst du nicht zeigen. Also, und wenn die Räume da sind, mach's halt selber und gut ist, aber ja. Allein da macht er uns schon besser und wie gesagt, er ist 5 Wochen da, Leute. Dass er noch wirkt wie ein Fremdkörper ohne jegliche Vorbereitung, ist doch klar. Ja, das braucht halt seine Zeit. Dass man erstmal das System ist, was wir spielen wollen. Dass man dann weiß, wie die Mitspieler sich verhalten, in welchen Situationen, wie reagieren, wie die Laufwege sind und so weiter. Da war noch Nationalmannschaft dazwischen, dann ist er noch nach England geflogen, weil seine Frau das Kind bekommen hat. Also so viele Trainingseinheiten sind da auch noch nicht übers Land gegangen. Also wie ich sagte, lass uns mal so zur Rückrunde gucken, dann wird er wohl endlich mal integriert sein, vernünftig. Ich glaube, wir werden noch viel Freude an ihm haben. Und das ist schon erstaunlich, dass er dann trotz all diesen Umständen trotzdem schon 4 Hütten gemacht hat. Er wird lernen, wie er sie glänzen lassen kann, wie er ihre Fähigkeiten nutzen kann. Er wird auch Tore vorbereiten, er wird nicht nur Tore selbst erzielen. Er ist schon jetzt der Unterschied. Nicht nur er, aber er ist ein Teil davon, dass wir den Unterschied machen und das ist sehr wichtig und deswegen haben wir uns sehr auf diesen Transfer verlassen. Deswegen waren wir sehr zuversichtlich, dass wir das Richtige machen. Und er wird sicherlich auch beweisen, dass das stimmt. Da bin ich mir ganz sicher. Da habe ich gar keinen Zweifel. Harry Hau für Sport 1, bitte. Hallo, Herr Tuchel. Sie haben die Energie angesprochen, die von der Bank kam in den letzten Spielen auch. Mathys Tell kam rein, hat jetzt zum 2. Mal in Folge auch eine Torbeteiligung gesammelt. Ist er vielleicht schon bereit, auch in so einem Spiel mal in der Startelf zu stehen oder fehlen da noch Prozente? Und vielleicht noch eine kleine zweite Frage. Gab es nochmal Rede- oder Erklärungsbedarf mit Jo Kimmich nach seiner Auswechslung gegen Leverkusen? Nee, gab es nicht, weil es waren 60 Minuten vereinbart. Wenn 60 Minuten vereinbart sind, halten wir uns an die 60 Minuten, sonst brauchen wir es nicht vereinbaren. Ja. Jo hatte dann auch eine Reaktion tatsächlich dann nach dem Spiel und auch ein bisschen Probleme und Schmerzen gestern im Training. Also denke ich, haben wir wirklich alles richtig gemacht, dass wir dabei geblieben sind. Dass Jo auf dem Feld immer bleiben möchte und auch voller Adrenalin und dann mitten im Spiel dann eventuell auch Abmachungen vergisst oder dann einfach durch den Schmerz durchspielen will oder den nicht so spürt, ist auch verständlich und komplett nachzuvollziehen. So ist kein Problem. Zu Mathys, ich bin sehr glücklich. Wow, das war die Ansage an Kimmich, oder was? Was ist daran denn eine Ansage? Dass er hier ist. Er ist glücklich, dass er hier ist und er hat einen hohen Einfluss im Moment von der Bank. Das ist jetzt halt immer...
Ja, da sind wir bei dem Thema, was ich schon vor 3 Videos aufgemacht habe. Ja, er ist so gut von der Bank, dass er nicht in die Startelf rutschen wird, sondern immer von der Bank kommen wird, weil er da diesen Einfluss hat. Ja, das ist das Zickler-Syndrom, Leute. Ja, was halt einfach da nicht gerecht ist. Ne? Letzte Saison hat er sich noch dahingesetzt, hat gesagt zum Tell, ja, wenn die Spieler eingewechselt werden und er ist ein Stürmer und er ist dann an einem Tor beteiligt, dann hat er ein Argument, nächstes Spiel von Anfang an zu spielen. Jetzt hat er das 2-mal getan und jetzt hören wir gleich seine Aussage. Ja, er hat das Problem, dass er von der Bank gerade so gut performt. Da wollen wir uns dieser Stärke nicht berauben. Irgendwie sowas kommt jetzt. Also das ist natürlich jetzt auch echt eine Waffe im Moment. Wir wissen, dass wir mit ihm Spiele drehen können. Wir wissen, was er uns geben kann von der Bank. Und ja, er wird in dieser Saison auch Spiele von Beginn an bekommen. Im Moment, gut, ist jetzt die Frage, ob man das jetzt sofort in einem Champions-League-Spiel ihm damit einen Gefallen macht nach einem Supercup. Ja, nein, tut man nicht, weil es wird so viel Druck für den Jungen. Ne? Finale Champions League gegen Man United, sofort wieder einen Starteinsatz zu geben. Deshalb bin ich jetzt erstmal beeindruckend, wie er das jetzt weggesteckt hat, nachdem es ein bisschen unglücklich lief gegen Leipzig mit ein paar vergebenen Torchancen. Jetzt zeigt er gerade, dass er vorbereiten kann, Tore machen kann für uns und ist auf einem guten Weg. Und es ist wichtig, dass wir nicht... Was ist das denn jetzt bitte aber auch für ein Vergleich? Jetzt mal ernsthaft, Thomas. Also, gegen Leipzig war er die alleinige Spitze. Das ist ja schon mal was ganz anderes, als wenn er jetzt aufs Feld kommt und da immer noch ein Harry Kane mit auf dem Platz ist. Ja, also das ist ja schon mal der erste Vergleich, der komplett hinkt. Also, und jetzt mal ehrlich, der Junge ist halt 18 jetzt. Dass da nicht jede Chance reingeht wie beim alten Hasen. Selbst beim Harry Kane ist gegen Leverkusen die zweite Chance nicht reingegangen. Ist doch auch klar. Ja, dass dann da irgendwelche Idioten in den sozialen Medien da irgendwelche Scheiße schreiben, haben wir schon dazu gesagt. Das muss aber auch an ihm abperlen. Ja. Er hätte genauso viel Unterstützung dann auch erfahren, auch von der Süd. Und das ist gut so, das ist richtig so. Und dass er davon nicht beeindruckt ist, zeigt er ja. Also ich verstehe jetzt nicht, warum man jetzt nicht sagen kann, ich lasse ihn halt über links beginnen, hat er sich verdient, mit einem Harry Kane auf dem Platz. So. Ja, dann ist doch auch gar nicht so der Druck da, dass er unbedingt ein Tor erzielen muss. Ja. Aber er hätte es sich einfach mal verdient, meiner Meinung zumindest. Aber ja, es wird darauf hinauslaufen, wie er es schon selber sagt. Ja, er ist halt gerade so eine Waffe von der Bank. Was halt so ein Gnabry nicht ist, wenn er reinkommt. Da hast du das Gefühl, das hättest du dir gleich schenken können. Ja. Ja. Aber diese Aussage, muss ich leider sagen, fühle ich nicht. Also, er hat sich's mehr als verdient durch die letzten beiden Einwechslungen, dass er beginnen darf. Hätte jetzt ein Gnabry da irgendwie super performt oder so, hätte ich gesagt, jo, alles klar, ist verständlich, der ist auch top drauf. Hat er aber nicht. Ja, also wenn Gnabry da aufläuft, dann falle ich vom Glauben ab. Ja. Ich meine, wenn Coman wieder fit ist und du bringst erstmal einen Coman rein, kann ich das noch nachvollziehen irgendwo, aber sollte da echt ein Gnabry auflaufen, dann falle ich aus allen Tüten, Alter. Was ich mir aktuell auch vorstellen könnte, ist natürlich, dass Müller auf der 10 spielt und ein Musiala auf links, oder dass ein Musiala auf der 10 spielt, ein Müller auf rechts und ein Sané auf links, wer weiß. Aber dazu seht ihr meine Gedanken im Taktikfuchs, wa? Sofort wieder 3 Schritte vor dem nächsten machen, sondern dass wir das jetzt auch wertschätzen, dass es so ist, dass er das auch wertschätzt und ich glaube, da ist er im Moment auf einem guten Weg. Kommen wir langsam zu den letzten Fragen. Yes, please. Naja, heißt auf jeden Fall, dass er nicht anfangen wird. Hi Thomas, you talked about the standard. Leider. Thomas, Sie haben über den Standard gesprochen, einen großen Club wie Bayern, Chelsea, Dortmund zu trainieren. Ist Paris außen weggelassen? Können Sie nachfühlen, was Erik ten Hag durchmacht mit diesen Stars, die er trainiert? Ist er auf dem richtigen Weg und ist es wichtig, dass... Soll er jetzt einen Ten Hag beurteilen oder was? Also die englischen Reporter sind aber teilweise nicht besser wie die deutschen, wa?
die Stimme des Trainers die wichtigste im Club ist. Ja, ich habe das so genossen, in England als Trainer zu arbeiten, denn da ist die Trainerstimme die wichtigste. Das ist aber auch schon wieder ein kleiner Seitenhieb, oder? Da habe ich aber mehr Mitspracherecht gehabt. In einem Club. Und das habe ich so erfahren und das habe ich so sehr zu schätzen gelernt. Ich werde nicht kommentieren, was er macht, und ich werde niemandem einen Rat geben. Ich habe genug mit meinem eigenen Club und meinem eigenen Team zu tun, damit alle auf dem gleichen Pfad sind, damit wir alle zusammen wachsen und den höchsten Level liefern, den wir können. Wir wollen die Spieler antreiben, wir wollen ihnen helfen, wir wollen sie führen, damit sie ihr Potenzial erfüllen können und den höchsten Level erreichen. Und die Top-Spieler sind die gierigsten, sie sind auch die einfachsten, um mit ihnen zu arbeiten, denn sie machen alles, damit die Mannschaft näher an einen Sieg herankommt. Und deswegen habe ich nie die größten Probleme mit den großen Spielern gehabt. Denn die Spieler, die die Mannschaft führen, die wissen genau, wie das zu tun ist. Und sie haben das Gespür, gute Teamspieler zu sein und die Mannschaft mit ihrem Geist zu beeinflussen. Und es war immer schön, sie um mich herum haben und sie zu nutzen, um... Wenn diese Spieler die Form, den Willen, die Lust haben, bin ich da sogar bei ihm. Aber das geht mir bei dem einen oder anderen bei uns leider immer noch ein bisschen ab. Auch die Mannschaft zusammenzubringen und den gesamten Mannschaft zu führen. Sie haben gerade über Führungsqualitäten gesprochen. Harry Kane ist der England-Kapitän, er ist jetzt 5 Wochen hier. Haben Sie schon Zeichen gesehen, was seine Führungsqualitäten anbetrifft? Führt er die Mannschaft bereits an? Ja, da gibt es keinen Zweifel daran. Es ist auch gut, dass alle sehr gut Englisch sprechen. Wir haben also kein Problem zu kommunizieren. Aber Harry macht das schon seit vielen Jahren. Fast seit einem Jahrzehnt trägt er Tottenham auf den Schultern. Er hat sich nie unter Druck versteckt und nie vor dem Druck versteckt. Er hat das so lange gemacht und macht das so lange schon für die Nationalmannschaft. Er macht das auf seine Art. Er ist sehr ruhig, bescheiden und wirklich beeindruckend. So führt er, und es gibt nicht den einen Führungsstil, es gibt nicht den einen Anführer, der man sein muss oder dem man nachfolgen muss, um eine Mannschaft zu führen. Man macht das auf seine eigene Art und er macht es genau so, wie er es immer macht und scheut auch nicht davor, das hier zu machen. Aber es bedeutet nicht, dass er hier ein komplett anderer Mensch wird, als er es in den letzten Jahren war. Er ist immer noch der gleiche und deswegen wollten wir ihn unbedingt. Wir wollten, dass er der gleiche ist, nett, bescheiden, freundlich, aber zuverlässig, Persönlichkeit zeigen, auch unter Druck ruhig bleiben und genau das macht er. Würden Sie noch mal kurz sagen, wie es personell aussieht? Coman und Guerrero mittrainiert, sind die morgen im Kader und Sie hatten Kimmich angesprochen, dass da ja diese medizinische Vorgabe gab, wie lange. Sie haben gesagt, es gab wieder eine Reaktion. Gibt es also für morgen wieder eine zeitliche Einschränkung oder nicht? Im Moment nicht. Heute war es gut, glaube ich. Das ist mein letzter Stand. Ich gehe jetzt aber dann nochmal zurück zum Trainingsgelände, um die letzten Informationen dann auch einzuholen. Mein letzter Stand ist, dass es erstmal keine gibt bei Jo. Ich hoffe, dass dabei auch bleibt. Kingsley wird im Kader sein morgen, nachdem man gegen Leverkusen gefehlt hat. Für Rafa ist es noch zu früh. Der hat jetzt 1,5 Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht und zeigt seine ganze Qualität im Training. Aber es ist jetzt nach der langen Pause, war wirklich Monate jetzt weg. Mit einer Muskelverletzung, einer schweren Muskelverletzung, wäre es jetzt unverantwortlich, den morgen hier im Kader zu haben. Also ich glaube, wir können... ich glaube, es bleibt ein Platz frei morgen auf der Bank. Nicht nur meiner, sondern ich glaube auch im 20er-Kader ist noch ein Platz frei. Last question, last row. So Thomas, it sounds like you've got exactly what you were expecting. Thomas, Sie haben genau das, was Sie erwartet haben von Harry Kane, wie es scheint. Gibt es auch etwas, was Sie von ihm nicht erwartet haben?
Haben Sie irgendetwas gelernt, was Sie von ihm vorher nicht wussten? Ja, das schreit jetzt nach einer lustigen Geschichte, aber ich kann mich gerade nicht an eine erinnern. Ich bin da nicht spontan genug, dass ich mich daran erinnern könnte. An eine lustige Geschichte. Nein. Es ist so, wie Sie sagen, wir haben das bekommen, was wir wollten und was wir erwartet haben. Wir haben ihn seit Jahren schon sehr dicht beobachtet und er ist ein netter Typ, ein ruhiger Typ, alles ist gut. Dankeschön, thanks for coming. See you. Er ist einfach der Gentleman-Typ. Ja? Der die Hütten macht. Dafür ist er da. Und dass er den Druck von den anderen Spielern wegnimmt. Ja. Gut. Ja, die Ansage an Kimmich, wie jetzt wieder schon wieder so eine reißerische Überschrift auf Sport 1 gerade stand, habe ich jetzt nicht gehört. Wir können davon ausgehen, dass ein Kimmich morgen spielt, wie immer. Wir können davon ausgehen, dass ein Gnabry morgen anfängt, wie immer. So wie ich das anhörte, ist Kingsley, glaube ich, nicht für die Startelf vorgesehen. Vielleicht täusche ich mich, aber das, was ich so ein bisschen rausgehört habe aus seinen Worten. Ja, bei mir würde definitiv ein Gnabry nicht in der Startelf stehen, ne? Das ist klar, aber wer da meine Meinung hören will, schaut sich den Taktikfuchs an. In diesem Sinne, Leute, auf ein gutes Spiel morgen. Rot-weiße Grüße gehen raus. Viel Spaß. Tschüssi.